Herzlich willkommen, guten Abend miteinander, willkommen im ICF zu unserer Celebration. Mega cool, bist du dabei heute Abend. Very nice. Welcome. Ich darf heute da sein. Ich bin Janice, der Michi. Vielleicht kennt ihr euch schon, wenn ihr ab und zu einschaltet am Sonntagabend. Ich freue mich auf die Church. Absolut, ich freue mich auch. Hey, was für ein wunderschönes Frühlingswetter haben wir die letzten 1-2 Tage gehabt. Janice, wie hast du das genossen? Absolut. Ich habe die Sonne so fest genossen. Ich habe mit meinem Mann zusammen die Terrasse ein bisschen umgestellt, dass wir immer am Sonnenfleck sind. Und wir sind Inline skaten. Wir haben einmal das ganze Programm gemacht.
Ja, ich bin sicher, die meisten Leute, die jetzt hier schauen, sind irgendwie draussen gewesen. Schreibt doch in den Chat, da unten in unserem YouTube-Chat, schreib rein, was du heute gemacht hast. Oder vielleicht auch gestern. Wie hast du die Sonne genossen? Es interessiert uns, um das mit euch ein bisschen zu teilen. Ja, vielleicht, wenn du ein bisschen weiter weg bist als da gerade um die Samsung Hall, ist vielleicht bei dir gar nicht schön Wetter gewesen. Obwohl Ja, ich glaube, es ist recht überall schön Wetter gewesen. Darum, let us know, wir freuen uns, ein bisschen etwas von dir zu hören. Ich konnte gestern das erste Mal oben ohne auf meinem Balkon sonnenlegen. Das Jetzt ist für mich aber. ein persönliches Highlight. Wunderschön. Einfach Für deine gelesen, Frau sicher gesünnelt. Sie war nicht daheim. Oh. Ja, nein, sie war nicht daheim. Sie hat Skirennen geschaut. Mega schräg, eigentlich die hier im Schnee Skifahren und selber am Sonnenlegen. Aber so cool. Ja, was erlebt ihr? Die einen schreiben da, endlich wieder Sonntag, genau, das haben wir auch gemerkt. Ja, das ist so gut. geht's uns auch. Gruß der Barbara, mega cool, bist wieder dabei. Richtig schön. Hey, ich freue mich einfach auf das, was uns heute Abend erwartet. Und ich freue mich auch auf das, was uns die ganze Woche erwartet. Ich habe nämlich Good News für dich. Es gibt eine Gebetswoche. Komm jetzt, das ist genial. Der Wahnsinn. Gebetswoche. Seit unserer Gebetsserie bin ich auch wieder so richtig heiß zum Betten und freue mich echt auf eine Gebetswoche. Ich glaube, das hätte ich vor ein paar Wochen gar noch nicht so gesagt. Aber ab morgen werden wir jeden Abend vom 7 bis 8 beten. Für was, Janice? Das ist eine sehr gute Frage. Es wird eine Gebetswoche sein, wo wir uns einstellen auf die Serie, die kommt, oder? Ja, genau. #Jesus. Das ist immer ein riesen Highlight für uns als Kirche, als ganze Church. Ich darf amigs im Youth sein am Morgen im 180 und auch dort haben wir #Jesus als ganze Kirche einheitlich eine Serie. Und für das beten wir, auf das steigen wir voll auf. Ja, es werden verschiedene Themen sein, aber eigentlich der rote Faden ist, wir beten für Menschen in unserem Umfeld, die Jesus nicht kennen. Weil das werden wir bis Ostern so richtig uns vor Augen malen. Wie krass ist es, wenn wir als Church die Leute erreichen mit dieser super Botschaft, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Und wir beten in dieser Woche für unsere Freunde, Familie, für Leute am Arbeitsplatz. Wir beten eigentlich für Menschen, die Gott uns anvertraut, dass wir ihnen Jesus persönlich erklären können. Ja, das wird so die ganze Ausblick eigentlich sein für die ganze Serie, die uns erwartet, der rote Faden, den du Michi gerade erzählt hast. Und ich freue mich auf die Gebetszeit, auf die Gebetswoche. Ich habe schon ein bisschen gespienzelt. Am Freitag werden wir zum Beispiel vor allem für Studenten beten, wenn du irgendwelche Studenten in deinem Umfeld hast. Ich bin Studentin, darfst du für mich beten. Schön. Nein, es ist so cool, wie wir zusammen einstehen können. Und vielleicht denkst du, wie bleibe ich up to date von dem? Wenn du nicht das Gefühl hast, dass du die Sachen verpasst, weil so viel läuft, hey, du kannst jetzt gerade den YouTube-Kanal abonnieren. Da, wo du jetzt gerade siehst, wie wir live mit dir Kirchen erleben, werden wir auch live zusammen mit dir beten. Du unbedingt dein Glöckchen einstellen, Benachrichtigung, sodass du jedes Mal, wenn etwas läuft online auf unserem YouTube-Kanal, dass du erinnert wirst. Das hilft extrem, um die Gebetszeiten nicht zu verpassen. Ja, genau. Das Glöckchen, das gibt einen Alarm auf dem Handy, das ist richtig gut. Oder du unsere ICF-App installieren auf deinem Handy, icf.app, und dort drauf hat es den Button #Jesus. Und dort findest du alles für unsere nächsten Wochen bis Ostern. Ja, genau. Das App, wenn du jetzt erstmal von dem hörst, du kannst einfach das icf.app im Browser suchen. Du findest alle Übersichten von dieser Serie, die uns erwartet, von dieser Gebetsserie. Und it's gonna be wild, verpass es nicht. Ja, jetzt heute Abend wird ein Wahnsinnsabend sein. Der Leo lässt eigentlich so richtig eine Bombe platzen und es wird mega ein Hot Topic sein. Und du kannst kannst aktiv mitgestalten, was wir ihm nachher für Fragen stellen. Kommt nachher ins Q&A nach der Celebration und du kannst auf icf.ch/fragen während der Celebration hineinschreiben, was wir ihn fragen sollen. Und es wird wirklich Hot Topic. Yeah, I am very excited. Es kommt mega gut, den heutigen Abend dürfen wir zusammen erleben. Und ich tue gerade auf die Uhr spienzeln, sorry, ich sehe den Countdown nicht. Du darfst unbedingt dranbleiben, weil am Schluss werden wir mit dem Leo noch Fragen beantworten. Be there, stell deine Fragen und jetzt in die Halle zu meinen Freunden Gerbers und dem Joel. Ciao. Hallo, hallo, hallo miteinander, liebe Freundinnen von Jesus und liebe Freunde von Jesus. Ich freue mich riesig in allen Räumen, wo wir uns heute eingefunden haben. Auch herzlich willkommen hier rein im Saal. Mega cool und schön sind ihr dabei. Hey, bitte klickt schon mal alle jetzt in unseren
Sunday Night Telegram Channel. Dort hat es einen Link, wo ihr könnt eure Fragen heute stellen an Dominik und Christa. Und geht doch dort schon rein und votet schon mal die Fragen. Vorher aber möchte ich dich noch mitnehmen in etwas ganz anderes. Und zwar, wir haben ein Gebetsteam, das immer hört, was will echt Gott am heutigen Abend tun? Und sie haben den Bibelvers bekommen, wo steht, Gott nennt uns nicht einfach Diener, sondern er nennt uns Freunde. Und dann haben sie gesehen, und das musst du dir schnell vorstellen, vielleicht machst du einen Tag, stellst du dir vor, Gott wird uns einen Schlüssel heute Abend geben in einen ganz neuen, wunderschönen Raum. Und jetzt, ohne Sache, jetzt nehme ich dich mit, heute Abend machen wir etwas, wir wissen noch nicht genau, wie wir die Celebration endet, aber wir wissen, Gott wird heute etwas tun und wir schauen nachher am Schluss, was das genau ist. Also, lass uns ready sein und den Schlüssel in die Hand nehmen und Grosses erwarten vom heutigen Abend. Jetzt, liebe Freunde, nochmal, geht alle auf icf.ch/ask oder auf den Link, der bei uns im Channel drin ist. icf.ch/ask. Und dort seht ihr, müsst ihr oben links auf Fragen gehen. Weil wir haben heute Christa und den Dominik, unsere 180-Pastoren, hier heute Abend eingeladen. Wie geht's euch? Top. Super. Wie viele Minuten Sonne haben ihr heute gehabt? Mindestens 2 Stunden. Wir haben draussen zu Mittag gegessen. Den ganzen shit. Morgen waren wir natürlich im Club unten. Wir werden Sie heute fragen, und zwar, so als Ehepaar ist natürlich etwas Wichtiges immer mit dem Geld. Wie geht man gut mit dem Geld um? Und wir haben da schon einige Fragen drin. Ich könnte auch noch mehr Fragen stellen und sonst können die auch einfach voten. Und ich fange gerade mal oben an. Da sehen wir gerade da. Die erste Frage. Soll man sparen als Ehepaar oder auch sonst als Einzelperson, wenn man etwas vorig hat, oder weggeben an Menschen, die es mehr brauchen? Das ist mega Beides. gute Frage. Wie Genau. macht ihr es? Ja, die Frage ist ja immer, für was spare ich oder wie viel spare ich? Also, unser Grundsatz ist schon, wir haben wie uns eine Limite überlegt, was brauchen wir zum Leben. Und mit dem wollen wir den Schlag kommen, egal ob wir jetzt mehr verdienen oder gleich viel, weniger wird schwierig, aber egal ob wir mehr verdienen oder gleich viel, wir werden einfach mit dem leben, was wir haben. Und alles, was wir darüber verdienen, möchten wir auch brauchen, um wegzugeben oder grosszügig zu sein. Und dann macht es aber natürlich Sinn, dass wir auch ein bisschen erspart haben. Wir haben 3 Kinder, wir sind eine Familie, wir können nicht einfach von null leben. Aber ich würde sagen, wir selber handhaben es so, dass wir jetzt nicht mega viel Geld brauchen auf der Seite, sondern wir vertrauen dort wie auch ein bisschen, dass wenn wir andere Leute segnen und weitergeben, dass Gott auch wird für uns sorgen. Ja, aber sicher nicht nur naiv alles weggeben, weil ich denke, es ist wichtig, dass man Verantwortung für sich und seine Familie übernimmt. Und dort, keine Ahnung, was das für ein Maß ist. Wenn so Schweizer sagen, 3 Monatslöhne auf der Seite haben, dann kannst du über die grössten Unsicherheiten drüber kommen. Das ist vielleicht ein guter Tipp, aber das hat man noch schnell mal in der Schweiz. Also, und dann sicher grosszügig sein, ist cool. Genau, so ein weisses Bärli Strupplers haben uns diesen Tipp gegeben und haben uns gesagt, setzt doch euch wie eine Limite, was braucht ihr zum Leben? Und dann, egal ob ihr so viel verdient oder ob ihr darüber verdient, ihr werdet einfach mit dem leben können und alles, was darüber geht, kannst du dann auch für anderes brauchen. Cool, mega. Danke vielmals. Also, wir stellen uns jetzt etwas miteinander vor. Da innen hockt das Bärli. Sie sind mega verliebt, beides Studenten. Und jetzt ist die Frage, soll man schon heiraten, wenn man noch am Studieren ist und gar noch nicht genug Geld hat? Vielleicht hat man noch Unterstützung von den Eltern. Darf man dann trotzdem schon heiraten? Was würden die machen? Ja, also dürfen, du darfst sicher. Also, ich finde es einfach immer cool, wenn man selber schon Verantwortung für sein Leben kann übernehmen und auf eigenen Beinen kann stehen. Du bist einfach immer, du hast deine Abhängigkeit begeben. Also du bist dann nicht frei in deiner Beziehung, in deiner Ehe, die du angehst, zu entscheiden, sondern du hast irgendwie noch einen dritten Spieler, der drinnen ist, nämlich deine Eltern oder deine Geldgeber. Und da bindest du dich einfach, und das musst du dir einfach bewusst sein. Aber möglich ist es schon, ist vielleicht nicht ganz empfehlenswert. Aber es gibt ja verschiedenste Situationen und Ausgangslagen. Und dort würde ich nicht einfach sagen, nein, aber du musst einfach bewusst sein, du bindest dich auch noch an eine dritte Person, die dich finanziert. Das ist ja immer so. Und grundsätzlich finde ich schon, wenn ich die Bibel lese, wenn ich im Genesis sehe, dort steht, ja, der Mann wird seine Eltern verlassen und dann wird er an seiner Frau anhängen und dann werden sie eins Fleisch werden. Und dann sehe ich wie eine Steigerung. Also zuerst verlässt er sein Familienhaus und kann selbstständig wie, leben. Und ich finde es sicher einen guten Weg, aber ja. Nice. Nächste Frage gerade. Jetzt bin ich auch gespannt, wie es bei euch war natürlich. An einem Date, wenn man so ein Date hat.
Wie machen wir es? Es wird immer komplizierter heutzutage. Wer soll zahlen? Er, sie oder beide? Ja, sie. Natürlich er. Hey, nein, kannst du dich noch erinnern, wer bei uns amigs gezahlt hat? Ja, ich. Wirklich? Ich war auch eine ewige Studentin und du Ja, hast schon du hast mega ja früh kein Geld verdient. gehabt. Jetzt Ja, hast du das dafür ist ein bisschen mehr, logisch aber- gewesen. Dafür zahle ich jetzt immer, weil ich mehr verdiene. Ja, also mehr. Das ist jetzt ein bisschen blöffend. Nein, also ich finde, also heutzutage sind wir ja sehr emanzipiert und ich finde, da muss nicht nur der Mann zahlen. Ich finde aber, es soll nicht so ein Büchlein sein, jetzt hast du gezahlt, jetzt muss ich zahlen, jetzt hast du gezahlt, sondern lass uns grosszügig sein zueinander und einander auch überraschen. Also das ist ja immer wieder cool. Also, ja. Mega gut, danke. Die nächste Frage gehen wir gerade weiter. Was war die grösste Challenge in eurer Ehe gewesen? Apropos Finanzen. Ich glaube, da geht es jetzt in diesem Thema ganz drum. Ich darf einfach gerade bezogen, das ist auch noch ein paar Mal gekommen, oder auch Streit. Komm, wir gehen zuerst auf die Richtung Finanzen, wenn es ums Geld geht. Ja, also die grösste Challenge war sicher, wo wir mit sehr, sehr wenig Geld haben müssen auskommen. Als wir nämlich auf Zürich sind, haben wir uns entschieden, ja, ich mache das College und sie hat noch den Master gemacht. Und dort haben wir ein Jahr nicht verdient und haben gewusst, wir haben das Budget, wir haben irgendwie, ich weiss nicht mehr, wie viel Geld. Wir haben unser Ersparten und haben es auf 12 Monate aufgeteilt und haben gewusst, jeden Monat haben wir so einen kleinen Betrag, den wir ausgeben können. Und es war sehr knapp berechnet. So und 3000 Franken oder ja, es so? war weniger, es war etwas Weniger. mit 2. Und dann haben wir halt wie gewusst, wir müssen mega knapp schauen. Und dann war die grosse Challenge, dass du dir plötzlich zum Mittag bist, Kebab kaufen. Das hat einen Menschen gestört, ein Kebab. Ich gehe Kebab essen und sie ist voll frustriert. Und ich habe Du gefunden, gibst das uns liegt das Geld jetzt so gar aus, nicht oder? drin. Das liegt gar nicht drin. Aber ich habe vielleicht andere Sachen mir gekauft, wo du hast gefunden, das liegt jetzt in diesem knappen Budget nicht drin. Und dann haben wir gemerkt, das fordert uns raus, weil wir wenig Geld haben und müssen mega weise mit dem umgehen. Dann haben wir angefangen, dass wir uns einen Sack Geld geben. Und dann war wie mir dann egal, ob er mit Gute seinem Sack Lösung. Geld geht, das alles ausgeben für seine Kebabs. Und ich kann mir dafür ein paar Kleider kaufen. Also ich bin schon ein bisschen verfressen. Ja, aber das hat wie geholfen. Es ist eine Strategie, dem entgegenzuwirken, dass du dir auch etwas hast gönnt in dieser Zeit. Und ich mehr. Und dann hat jeder gewusst, mir ist in diesem Rahmen. Und das hat wie uns das Streitpotenzial jetzt gerade weggenommen. Das hat mega geholfen. Vorher hat es wirklich so mega gerieben. Ja. Ich möchte da eine nächste Frage rauspicken. Ich nehme gerade die nächste. Habt ihr Schulden auch mitgebracht in die Ehe? Oder habt ihr schon mal Schulden gehabt? Oder kennen ein Bärli, wenn jetzt jemand kommt, hey, wir haben Schulden, vielleicht will jemand studieren noch so. Wie geht man mit dem um, mit Schulden? Habt ihr Erfahrung? Also wir haben selber keine Schulden mitgebracht in die Ehe. Wir haben eigentlich auch so die Haltung, oder geben uns wirklich Mühe, dass wir uns nicht verschulden wollen. Wir sind eher die sagen, dann leisten wir uns halt mal etwas nicht oder dann warten wir mit etwas und sparen, bis wir das Geld haben, für das zu zahlen. Das Auto leasen zum Beispiel? Auch bei einem Auto, ich finde, kauf dir das, was du vermagst und lebe nicht über deinem Niveau. In einem Leasing, ja, das ist immer ein bisschen heikel. Wenn du Vollgas gehst, ja, dann kannst du vielleicht den Schaden so zahlen. Aber grundsätzlich ist meine Haltung, zahl das Zeug ab, das du hast. Und probier ohne Schulden zu leben, weil Schulden knechten dich. Ich habe einfach Sachen erlebt von Menschen, die wirklich geknechtet wurden, aus dem nicht rauskommen. Da sehe ich einfach eine Spirale, die ungesund ist, die dich wirklich... ja, wirklich wie Fesseln sind. Und dort möglichst so leben, dass man nicht über seinem Niveau lebt oder über seine Möglichkeiten lebt, dass es nicht Schulden gibt. Und das ist vielleicht schwierig, wenn du alles heute und jetzt willst. Und das ist ja oft so. Also dort sich auch zurückzunehmen und zu verzichten. Es hat viel mit Verzicht zu tun. Ja. Das würde ich schon... Oder auch mit Prioritäten setzen. Oder das haben wir auch lernen. Was ist unsere Priorität jetzt? Und dann kann man gut auf andere Sachen verzichten. Vielen, vielen Dank an euch zwei. Übrigens, schreibt auch noch jetzt noch weitere Fragen in das rein. Für die nächsten paar Mal. Nächsten Monat werden wir Ihnen wieder die Fragen stellen. Dann werden wir euch sicher Fragen zum Beispiel stellen, wie habt ihr gewusst, dass ihr den richtigen Partner gefunden habt und so weiter. Immer wieder werden wir sie haben und mit allen kniffligen Fragen sie begleiten. Jetzt, liebe Menschen, ihr dürft gerne auf die Bühne gehen und ihr alle aufstehen, die Hause aufstehen, weil wir müssen uns ready machen. Wir müssen heute Abend ja immer noch, wenn wir da sind, etwas wird uns nie genommen, nämlich das Umtanzen, das Umgumpen und der Dave ist schon ready. Und ich möchte euch einladen, das wirklich zu machen. Okay, gerade mein Nattel runter. Lasst uns unseren Jesus feiern von ganzem Herzen. Er ist da und vergiss nicht, er hat dir einen Schlüssel gegeben heute Abend, um etwas ganz Neues reinzukommen. Let's worship! This life is yours, so you can have it all. Come and make your home here in my
you. I wanna love you now. Let everything else just fall away. You're all I'm after. I wanna love you now. Seeing what you have put inside, it overflows until there's more than enough. A celestial song become my favorite tune. I'll shout it out till my voice is gone. You set my own. I won't waste it. I'm not into you. I wanna love you now. Let everything else just fall away. You're all I'm after. I wanna love you now. You're my lifeline, a safe haven. I've been lost without your love. My savior, a chain breaker. I come running to you now. You're my lifeline, a safe haven. Lost without your love. My savior, a chain breaker. I wanna love you now. Wir kommen mit dankbarem Herzen vor dich heute am Abend. Danke, bist du da, bist du für uns, bist du mit uns. Come on. Come on. Even in chaos, when all seems lost, I will fix my eyes on you. Deep inside of me, my heart wants to believe that you will care for me. You never let me go, even when I feel like I'm drowning in the deep. All right here with me, never let me go, even when I feel like I'm drowning in the deep. All right here with me. You are so, so good. You are so, so good to me. And he's so good to you. You are so, so good. You are so, so good to me. Let streams of heaven run down into my soul and wash away my cares. Forever faithful, you are my stronghold. I trust in you, the Lord. You never let me go, even when I feel like I'm drowning in the deep. You are right here with me. You never
so, so good to me. You are so, so good. You are so, so good to me. You are so, so good. You are so, so good to me. You are so, so good. You are so, so good to me. You are so good. You are so, so good. You are so, so good to me. Yes, you are. You are so, so good. You are so, so good to me. Du bist gut, Gott. Du bist gut, Gott. Du bist da. Du bist da. Yes. Komm, es ist so gut zu wissen, dass der gute Gott jetzt da ist. Und vielleicht hat es dich jetzt etwas gekostet, dass wir so, so gut singen. Weil es nicht das ist, was du fühlst in deinem Herz. Aber weißt du was, genau das ist die Kraft von Worship. Dass wir über unsere Gefühle schauen. Nicht, dass wir sie verneinen, sondern leg sie dem Gott an und sag, ich will heute Abend etwas sehen von deiner Größe, von deiner Güte. Und der nächste Song ist eine Proklamation, dass die Güte von Gott schon immer da war und immer wird über dein Leben sein und in deinem Herz. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is a place where you promised to be. Mach dein Herz auf für den Jesus, für den guten Gott heute Abend. I'm not enough unless you call. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, you meet me here, Jesus. Ich bin willig vor dir, ich lebe für mich. As I walk now through the valley,
this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. The Lord is in this place. The Lord is here. The Lord is healing right now. Yes, you are here. Yes, you are here. Wir sind heute Abend alle im gleichen Boot. Es gibt in jedem Leben einen Bereich vom Herz, von der Seele, vom Geist, wo Erfrischung braucht. Und lass uns den Glauben, den wir haben, zusammenlegen heute Abend. Als Church, egal ob du daheim bist oder hier in diesem Raum. Aber lass uns den Himmel bestürmen im Glauben, weil wir wissen, dass der Gott da ist und dass heute Abend alles möglich ist. Wunder tun grad jetzt. Du kannst Wunder tun grad jetzt. In meinem Herz, in meinem Körper, Gott. Und ich geb dir mich ganz hin. Und ich geb dir mich ganz hin. Das ist mein Gebet. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Alles, was ich will, bist du, Gott. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I want more of you. Come and meet me here again. Mach für einen Moment deine Augen zu. Ich glaube, dein Vater wird dir heute sagen, ich habe dich so fest gern. Ich habe dich so fest gern. Ja, ich kenne dich. Ich weiß alles. Ich ergründe sogar dein Herz. Verstehe, warum du was machst. Und mit all dem im Blick sage ich habe dich so fest gern. Ich habe dich so fest gern. Ich bin so stolz auf dich, dass du mein Kind bist. Du mit deiner wunderbaren Art, mit deinem einzigartigen Charakter, mit deinen Fähigkeiten und auch mit deinen Begrenzungen. Ich habe dich so fest gern. Ich habe dich so fest gern. Gib Jesus schnell eine Antwort. 1, 2 Sätze auf das. Yes. Danke Gott für deine Liebe, die real ist. Wir wollen sie mehr und mehr ergründen. Schreib sie in unser Herz. Rette zu uns. Hilf uns zu begreifen, hilf uns zu verstehen. Und alle sagen Amen. Komm, wir geben unserem Jesus einen Applaus über alle anderen Räume hier rein. Danke Gott für deine Liebe. Komm on. Wir dürfen gerne Platz nehmen, liebe Freunde. Oh, heute müssen wir etwas feiern. Heute müssen wir wirklich etwas feiern. Wir haben einen wunderbaren Mann, der hier im ICF schon ein paar Jahre angestellt ist, nämlich 25 Jahre, ist er hier bei uns on staff. Wer ist das 25 Jahre? Ja, es ist niemand anders. Wirklich sein Jubiläum. Er hat heute unseren Herr Pastor
Mr. Leo Bigger! Lieber Leo, ich möchte dir riesig Danke sagen für dein wunderbare Herz, für dein Innenstehen und für dein in allen Änderungen von den Zeiten, auch wo die Church durchgegangen ist. Du hast immer geeifert um uns. Auch ich persönlich, ich habe immer gespürt, du eiferst um so einen wie mich. Schon damals, sogar als ich noch als Besucher noch ins ICF gekommen bin, weiss ich noch, habe ich dich mal nach einer Message gekommen. Ich habe dir gesagt, Leo, bitte bete für mich, ich habe das und das. Und dann bist du gekommen und hast gebetet, hast mir noch einen Rat gegeben. Und das ist so krass, du siehst jeden Einzelnen und du eiferst, dass Menschen wirklich Jesus kennenlernen und bringst so viel Frucht. Wir haben hier noch ein Video mit ein paar Statements, einfach um zu zeigen, wie fest wir dich gerne haben. Come on. So goes it not. Du bist für mich eine der allerwichtigsten Personen in meinem ganzen Leben und das schon seit über 20 Jahren. Du bist einfach sehr eine inspirierende Persönlichkeit für mich, weil du deine menschliche und rohe Art vor Gott bringst und ungeschminkt vor ihm auslehrst und dann auch alles von ihm erwartest. Vielen Dank dafür. Leo eifert wirklich um die einzelnen Menschen in der Kirche. Immer Hauptsache, die einzelnen Menschen können wirklich in ihrem Glauben an Jesus wachsen. Wir kennen uns jetzt schon ungefähr 30 Jahre. Ihr habt euch als Ehepaar Gott geweiht, um gemeinsam für Jesus unterwegs zu sein. Auch ich bin durch euch gesegnet worden in vielen Bereichen und immer noch herausgefordert, alles für Jesus zu geben, all in für Jesus. Du liebst einfach den Jesus und leitest die Kirche wie eine Familie. Darum folge ich dir nach. 25 Jahre, immer noch so fresh, innovativ und du erfindest keine Kirche nochmal neu. Das musst du zuerst mal eine nachmachen. Lieber Leo, ich liebe dich wirklich als einen Freund. Du bist mega kostbar für mein Leben. Ich schätze es so, mit dir unterwegs zu sein. Da ist immer was los, sei es jetzt für die Church oder auch privat. Da ist Action, da ist Glaube um dich herum. Du hast mein Leben immer wieder gechallenged mit deinem Glauben. Und ich schätze dich einfach als Freund und als Leader und freue mich auf die nächsten 25 Jahre. Lieber Leo, Krass. unter anderem mir hast du geholfen, in meine Berufung hineinzukommen, ein Reich Gottes zu bauen. Und ich bin überzeugt und ich spreche das aus. Du wirst noch in deinem Leben noch mehr Menschen, als du jetzt schon geholfen hast, in das hineinzukommen, wirst du jetzt noch mehr Menschen wirklich helfen, Reich Gottes zu bauen. Gerade jetzt uns als Kirche, als junge Menschen auch. Du bist so eine riesige Ermutigung für uns. We love you. Und darum haben wir dir auch am heutigen Abend noch ein wunderbares Geschenk. Auch wieder einen wunderbaren Wein für dich. Oh, und einfach nochmal mit einem riesigen Applaus, Leo, vielen Danke. Dank. Liebe Freunde, jetzt ist der Moment gekommen, nimm dein Nattel führen. Und jetzt ist der Moment gekommen von der Grosszügigkeit. Und tun den QR-Code scannen. Und ich mache das immer, jedes Mal, wenn ich in einer Celebration bin, jedes Wochenende sogar mehrmals. Warum? Es gibt 3 Arten, wie die Bibel davon redet, dass man mit Geld Reich Gottes bauen kann. Einerseits, das ist das Zehnte, das ist das Prinzip vom Zehnten, wo in der Bibel vorkommt und auch Jesus im Neuen Testament nochmal bestätigt. Dann gibt es zweitens, dass man so ein Reach-Moment, ein Reach-Collect, also irgendwo wie ein grosser Betrag, wo man merkt, gibt man weg. Und dann gibt es die Geschichte, ja, wo Jesus in den Tempel kommt und er sieht, da kommen gerade 2 Leute rein und eine Witwe kommt und gibt einfach von ihrem Herz, ist sie grosszügig. Das ist eine Kultur und Jesus hat gesagt, das ist so wertvoll. Wenn du einfach kommst und du gibst aus deinem Herzen etwas, jeden Sonntag, wo du das machst, das gehört wie dazu zu dem Lifestyle. Und Jesus hat das gesagt, das ist so wertvoll, wenn du einfach da ankommst und etwas gibst. Darum vielen Dank für dein Herz und für das, dass du mit da Reich Gottes baust. Das ist unglaublich powerful. Und jetzt, liebe Freunde, während du da noch dran bist, werden wir schon übergehen. Und der Leo wird heute über etwas preachen. Und ich freue mich so riesig für deinen Mut, auch in diese Message hineinzugehen. Leo, take it over. Danke. Hey, ich möchte euch zuerst Danke sagen.
Ich habe gerne gewusst, dass ich seit 25 Jahren im ICF angestellt bin, weil ich zähle ja die Jahre nicht, sondern nur die Augenringe. Und dann habe ich gedacht, wow, krass, vor 25 Jahren stimmt, habe ich meinen ersten Lohn bekommen in unserer Church. Ein sehr bescheidener Lohn. Wir haben ja am Anfang alles Geld von der Kollekte investiert, zum Technik kaufen, Mischpult kaufen, Licht kaufen, Leinwand kaufen. Und irgendwann hat es dann auch mal für den ersten Lohn funktioniert. Und ich bin mega dankbar für eure Treue über alle Jahre, dass wir Jesus den Namen einfach aufheben. Das ist unser Wunsch, weil ICF hat schon einen Namen, aber es geht uns ja nicht um den Namen ICF, sondern um den Inhalt und den Jesus. Und lass uns doch zum Anfang unserem Jesus den grössten Applaus geben, weil ihm gehört der absolut grösste Applaus. Come on. Lass ihm einen Applaus geben. Come on. Heute möchte ich über das Thema reden, zeigt uns die Bibel konkret, was geschieht nach Corona? Das ist die grösste Frage. Was passiert nach Corona? Sagt die Bibel irgendetwas? Und ich möchte ganz kurz am Anfang mitnehmen, wenn du die Bibel studierst und du Theologie studierst, sondern wenn Gott ein prophetisches Wort redet in dein Leben, redet Gott immer zweimal. Eine Prophetie wird zweimal wiederholt und Gott erklärt ganz am Anfang in der Bibel, in der Papierbibel ist ganz am Anfang, erklärt Gott dem Noah etwas. Und am Ende der Bibel, beim letzten Kapitel, erklärt Gott uns etwas in der Offenbarung. Gott wiederholt zweimal das Gleiche und erklärt uns, was ist denn das Setting vor Corona oder nach Corona. In Matthäus 24, 38, 90 und 32, 42 erklärt uns Jesus Folgendes, was ist nach Corona oder vor Corona. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließ sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und sie alle dahin rafften. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes bei Jesus. Und jetzt Achtung, darum wacht. Und jetzt sagt Jesus, liebe ICFer, was auch immer du für eine Kirche gehst, was auch immer du gläubig bist, sagt Jesus zu uns allen, Jungs und Mädels, wachen auf, machen eure Augen auf, weil dass ihr den Tag nicht verpasst, wo Jesus Christus kommt. Und die Bibel sagt, get ready. Und Jesus sagt, lasst uns nicht daran hindern, dass Jesus in unserem Leben, auf jedem Bereich unserem Leben vom Thron sitzt und dass nichts auf der Erde uns hindert, dass jemand anders den Platz nimmt. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber Corona vor einem Jahr hat mich auf dem falschen Fuß verrutscht, oder? Also das hat mein Leben völlig verändert. Wer ist happy über Corona? Nicht das Bier. Niemand, siehst du? Das hat uns alle völlig durchgeschüttelt. Und eigentlich, ich habe das Bild schon mal gebracht, aber ich finde es eine mega coole Illustration, was durch Corona passiert ist. Und Gott könnte ein Wort reden, oder? Ein Wort und Corona ist für immer vorbei, oder? Ein Wort genügt und Corona ist vorbei. Gott macht das nicht. Er schüttelt eine ganze Welt durch, bringt ein bisschen Corona, lässt es zu in dem Sinn. Und was plötzlich passiert in diesem Jahr, und du kannst bezeugen, Gott brennt Sachen in unserem Leben weg. Wer von euch kann sagen, Gott hat Sachen in diesem Jahr weggebrannt? Vielleicht hast du eine Lehre verloren, eine Freundin verloren, die zweite Freundin bereits verloren. Vielleicht hast du Krankheit erlebt, irgendetwas, wo du merkst, Gott hat Sachen weggebrannt. Dass Gott aus Alabama kommt eines Tages heim und sein Haus steht in Flammen. Und vielleicht haben die einen alle das Geld investiert ins Haus und das Haus steht in Flammen. Die Feuerwehr kommt, das löschen und im Fundament von seinem Haus finden sie ihre Familienbibel. Das Einzige, was nicht verbrennt ist. Und dass Gott nicht die Bibel und sagt, oh mein Gott, Gott will zu uns etwas reden. Wenn Gott in unserem Leben Sachen wegbrennt, bewusst oder unbewusst, was für ein Fundament bleibt bei uns? Ist es das Wort von Gott oder sind es unsere Gefühle, unsere Pläne, unsere Ziele? Und das Gute im Corona ist, es bringt nur das führen, was schon immer in uns drin ist. Und es möge unser Wunsch sein, dass Jesus in unserem Zentrum von jedem Bereich das Zentrum von unserem Leben ist. Jetzt noch die Frage, ja, was kommt nach Corona? Und ich möchte euch mitnehmen in einen mega coolen Bibelvers, Offenbarung 1, Vers 3. Weil die Offenbarung ist ein Buch mit 7 Siegeln. Offenbarung 1, Vers 3. Glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest. Leck, bin ich happy. Die Bibel sagt, wenn du das vorliest, bist du mega glücklich. Es ist ein mega Vorrecht. Und das heisst, und alle, die das hören und danach handeln, sind auch glücklich. Sind happy. Halleluja. Wer von euch liest Offenbarung morgen früh? Nein, ganz sicher nicht. Die Bibel sagt, wenn du das Wort lesest,
bist happy. Wenn du es hörst, bist happy. Danach handelst, bist happy. Wieso sind wir nicht happy? Weil wir oft denken, leck mir Beck, Offenbarung, Mord und Totschlag und das ganze Programm. Und du denkst, Gott, wieso machst du das? Ich möchte euch ganz kurz erklären, dass du die Offenbarung verstehst, auch das Herz von Gott verstehst. Weil oft verstehen wir das Herz von Gott nicht. Also, Beispiel, wir haben 2 Kinder. Einer ist geheiratet und der andere ist in der Single-Position. So, wenn ich etwas bei meinen Kindern gibt, wo ich finde, es ist falsch, was macht ein Vater, eine Mami? Du holst deine Kinder an den Tisch und sagst, hey, lieber Schatz, lieber Boy, ich möchte euch wirklich ans Herz legen, das und jenes nicht mehr zu machen. Und dann lassen die Kinder zu, ja, Papi, da rein, da raus, oder? Und die einen machen es und die einen machen es nicht. Und jeder Vater, Mutter tut nicht das Kind bestrafen, sagt, ich bin eine Rabenmutter, ich bin ein böser Vater, ich hau euch so richtig rein. Nein, Vater und Mutter weiss, das ist die letzte Option, die ich habe. Egal, wie du didaktisch machst, als sehr innovative Familie heutzutage, spielt keine Rolle, wie du machst, aber es geht nur darum, dass du das Herz von deinen Kindern wieder gewünscht. Es geht nicht um die Strafe. Die Offenbarung geht nicht um die Strafe. Es geht um das Herz von dem Gott im Himmel. Jetzt musst du wissen, all die Strafen in der Offenbarung musst du verstehen als eine Machtdemonstration Gottes. Wie kommst du auf das? Wo das Volk von Gott in Ägypten war, Ägypten, die stärkste Nation, mächtig, Wissenschaft, Technologie und für jeden Bereich haben sie einen Gott gehabt, der mega Power hatte. Und Gott sagt zum Pharao, lass mein Volk gehen. Er sagt, nein, meine Götter sind stärker, ich habe Autorität und ich Macht und er macht es nicht. Und dann präsentiert Gott, der Yahweh, Elohim Gott, 10-mal ein Multimedia-Spektakel in Ägypten. Sagt, wenn ihr glaubt, dass euer Gott ist mächtig, ist stark, ich, der mächtige Gott, bin grösser, bin stärker als alles andere auf der Welt. Eine Machtdemonstration Gottes im Alten Testament. Und der Ägypter denkt, oh mein Gott, der Elohim, Yahweh Gott, der ist ja eine andere Liga. Und das Volk von Gott merkt, wenn Gott auf unserer Seite ist, wer mag gegen uns sein? Die 10 Plagen schauen wir an als eine Strafe Gottes oder eine Machtdemonstration, dass Gott, der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott, sitzt noch immer auf dem Thron und wird den Platz niemals loslassen. Die Frage ist, auf welcher Seite bist du? Bist du ein Ägypter? Scheiße. Bist du ein Christ? Halleluja. Und darum, wenn wir die Offenbarung lesen, sind wir glücklich. Wir wissen, die Offenbarung ist eine Machtdemonstration Gottes an die ganze Welt. Und Gott beweist unserer Welt, ich bin grösser, stärker als alles andere, was jemals geht. Halleluja. Und wenn du das verstehst, wird die Offenbarung plötzlich so mega cool, so mega les, so mega leicht, so mega positiv. Weil du merkst, oh mein Gott, egal was kommt, Gott gewinnt und ich gehöre zum Winning-Team. Und ich gehöre nicht zum Verlierer-Team. Ich möchte mitnehmen das erste Coaching. Ein Überblick ganz kurz über die Offenbarung. Es besteht aus 7 Kirchen, wo Gott redet. Dann die 7 Siegel, die 7 Posaunen und die 7 Zornenschalen. Und Gott nimmt 7 Kirchen am Tisch und sagt, liebe Kirchen, ich möchte euch coachen, wie ein Vater, der ein Feedback an die Tochter und Sohn hat und sagt, ich möchte euch coachen. Und Gott sagt, lasst gut zu, was ich euch möchte sagen. Und du merkst, die Offenbarung fängt an mit einem Coaching-Moment, wo der Gott, der Schöpfer vom Thron, sagt, Kirche, kommen wir an, ich möchte euch helfen, ich möchte euch lehren. Und jede Kirche hat gewisse Punkte, wo Gott sagt, aber das und das finde ich nicht sexy. Und jetzt achte mal, was Gott seinen 7 Kirchen mit auf den Weg will geben, in einer unglaublich spezifischen, liebevoll erweckten und doch geradlinigen Art und Weise. Die Offenbarung spricht über 7 Kirchen, die zur Zeit von Johannes, dem phänomenalen Autor dieses Buches, real existierten. Tatsächlich handelt es sich bei der Offenbarung um einen Brief an diese verschiedenen Gemeinden. Und darüber hinaus stehen diese Gemeinden für verschiedene Lebenssituationen der Christen über alle Zeiten und Generationen. Die Kirche in Ephesus packt Johannes nicht gerade mit sanften Handschuhen an. Er wirft den Gläubigen dort vor, dass sie für Jesus low fire anstatt on fire sind und fordert sie gleichzeitig heraus, zurück zur Leidenschaft für Jesus zu finden. Die Jesus People in der Gemeinde von Smyrna werden verfolgt und leiden unter Armut.
Der Schreiber spricht ihnen Mut zu, Gott bis in den Tod treu zu sein und zeigt ihnen auf, wie reich sie eigentlich sind. Denn an der Ziellinie wartet schon Jesus mit dem Siegespokal auf sie. Yes! Die Gemeinde in Pergamon ist sehr modern und toleriert so ziemlich alles, was es unter der Sonne so alles gibt. Jeder mit jedem, Hauptsache, es passt für mich. Johannes schreibt klipp und klar, Zeit für einen U-Turn, Leute! Die Mädels und Jungs von Thyatira folgen einer Prophetin nach, die lauthals die freie Liebe proklamiert. Johannes fordert die Gemeinde raus, sie schleunigst auf den Mond zu schießen. Die Kirche in Sardes döst vor sich hin. Leute, aufwachen! Johannes fordert sie auf, den Hintern hochzukriegen und in Bezug auf ihr Glaubensleben in die Gänge zu kommen. Die Crew in Philadelphia erntet Lob für ihr unerschrockenes Auftreten in der Sache Gottes. Johannes ruft ihnen zu, Jesus kommt bald. Zum Schluss gibt es eine Botschaft für die bequem gewordenen Gläubigen in Laodicea. Sie werden trotz ihres Reichtums als arm bezeichnet und aufgefordert, schleunigst den Kurs zu wechseln. The time has come. Come on. Also, ich möchte mitnehmen, die Offenbarung ist mega cool, dass du weißt, der allmächtige Gott vom Thron steigt oben ab und sagt zu den 7 Kirchen, hey, ich habe beobachtet und es gibt ein paar Sachen, die ich nicht sexy finde. Und ich finde es cool, auch in dieser Corona-Krise, wenn du das Wort nicht gerne hörst, Gott hat zu dir geredet über gewisse Punkte in deinem Leben, wo Gott sagt, wenn du das und das veränderst, habe ich wieder mega Freude. Wir haben einen Gott, der zu uns redet, einen Gott, der kommuniziert. Und du musst wissen, wenn wir hören, sagt Gott, come on, mega cool, wenn wir nicht hören, wie Gott uns Menschen eine Machtdemonstration präsentiert, dass du merkst, hey, Gott ist vom Thron mächtiger als alles andere auf der Erde. Und all die Urteile, die werden kommen, ist nicht, weil Gott ein böser Gott ist, weil Gott ein gemeiner Gott ist. Und Gott sagt, ich möchte dein Herz wieder zurückführen zu dem Thron. Es geht um den Thron und der Thron ist die Hauptsache in unserem Leben und muss die Hauptsache in unserem Leben bleiben. Jetzt sind wir euch mit in der Auslegung von Offenbarung Kapitel 6 und es ist mir mega wichtig, ich habe das gehört vor ein paar Monaten in YouTube, ich habe darüber geforscht und studiert und so und ich möchte euch mitnehmen in eine mögliche Art und Weise, was könnte auf uns zukommen. Ich sage nicht, es ist genau so, aber die Bibel sagt, wir sollen die Offenbarung lesen, studieren und happy sein und auch danach handeln. Offenbarung Kapitel 4 geht es darum, nach den 7 Kilo, wo Gott sagt, ich bin vom Thron, ich bin der Allmächtige, ich bin der Allwissende und der allgegenwärtige Gott. Am Ende des Tages wird sich jedes Knie beugen müssen vor dem Thron. Und dann sagt Gott, wenn ihr nicht hören, dann werde ich 7 Siegel über uns Menschen brechen und euch beweisen, dass ich der allmächtige Gott bin. Und es werden 4 Pferde beschrieben, ich habe ein Foto mitgenommen. 4 Pferde werden losgeleitet. Wer hat gerne Rösser da drin? Wer hat gerne Moschbröckli? Gehen alle Hände auf, genau. Je nachdem, wenn du Veganer bist, Veganerin, dann musst du jetzt einfach die Rösser über dich gehen lassen. Wie auch immer. Sondern die Rösser, achte mal, es gibt Farbe, es gibt Elemente in der Hand und es gibt auch eine Botschaft zu der Farbe, zu dem Element, was sie ganz genau ein. Ich möchte mitnehmen, wie man die Offenbarung verstehen könnt. Ich sage nicht, es ist genau so. Ich sage euch, Frauen und Männer, fast your seatbelts. Weil die nächsten paar Augenblicke werde ich euch Bibeltext vorlesen und du merkst, ich bin 20, ich habe noch das Leben vor mir. Jesus, chill down, chill the rabbit. Ich möchte auch noch heiraten, ich möchte auch noch 7 Kinder. All die Sachen, ich verstehe dich total, darum gib Gas. Da habe ich ja jung geheiratet, gewusst, hey, du musst einfach durch Luke, du musst Gas geben. Genau. Also, ich möchte mitnehmen, Offenbarung 6, Kapitel 6, Vers 1 bis 2. Nun sah ich, wie das Lamm das erste der 7 Siegen aufbrachte. Und plötzlich erblickte ich ein weißes Pferd. Ein Reiter trug einen Bogen und erhielt die Krone des Siegers. Er kam als Sieger, um erneut zu siegen. Krone und erneut zu siegen. Das heißt, etwas wiederholt sich wieder unter uns Menschen. Weißes Ross steht für Sieg, der Bogen heisst für Angriff. Und ich glaube, dass das weiße Siegel bedeutet, Krone, wo der Ritter anhat, gleich Corona. Jetzt sagen die einen, ist recht an den Haaren beizogen, für die noch Haare haben. Liebe Frauen und Männer, wer hat dem Virus einen Namen gegeben? Warum heisst der Virus Corona? Er könnte ja heißen Dave oder Walliselle
Oder Leo. Warum nennt man ein Virus Corona? Es heißt im Text, dem Mann ist eine Krone angelegt worden, die kämpft gegen die ganze Welt. Und es hat nicht einmal eine Seuche gegeben, es hat immer wieder Seuche gegeben. Aber Corona stellt die ganze Welt, jedes Flugzeug, alles schachmatt. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Die spanische Grippe ist in Spanien, aber das geht von Australien, Neuseeland, egal welche Insel du bist, alle sind betroffen. Und es fängt an mit einer möglichen Auslegung, dass die Krone steht für Corona, wo kommt, um zu gewinnen. Und der Virus hat uns Menschen Schach gemacht auf der ganzen Welt. Also, das ist das erste Röstli, harmlos. Was kommt nach dem Corona? Vers 4. Diesmal kam ein Reiter auf einem feurigen Pferd, also wie Ferrari. Ihm wurde ein großes Schwert gegeben, ein Monsterschwert. Damit sollte er den Frieden von der Erde nehmen. Also nach Corona kommt Frieden auf der Erde geht weg. Erbarmungslos, rücksichtslos würden sich die Menschen sich gegenseitig umbringen. 8-mal, der Virus löst einen Schritt aus und erbarmungslos werden wir alles bodenebig machen, wo nicht die gleiche Meinung hat. Das zweite Ross, darauf, ich habe das erklärt, steht für Blut, Streit und auch der Tod. Ich finde es mega krass, dass Corona hat unsere Gesellschaft in 2 Teile teilt. Die einen sind für Corona und die anderen sind gegen Corona. Es hat einen Graben hineingegeben in deine Familie, in die ganze Kirchenlandschaft, in die ganze Politik. Es gibt 2 krasse Lager. Und ich immer denke, die Bibel sagt, der Vater wird gegen den Sohn kämpfen, die Tochter gegen die Mami. Ich denke ja, das ist vielleicht wegen Russland oder wegen irgendetwas. Aber zum ersten Mal tut ein Virus, das ist nicht ein Mensch, ein Virus ist ja kein Gefühl. Ein Virus tut unsere Familie, unsere Meinung in 2 Teile teilen. Und die Bibel sagt, erbarmungslos werden wir Menschen umbringen. Und das möchte ich dir ganz ehrlich überlegen. Und zwar, es ist krass, wie unsere Kultur, Social Media funktioniert. Und zwar folgendes. Eine Frau, eine Influencerin, mega grosse Aufträge, mega big name in der Schweiz, fährt am Samstag in die Stadt Zürich während Corona und es ist eine Demonstration. Sie will shoppen gehen in Zürich, aber es gibt schon wieder eine Demonstration. Sie sagt auf Social Media, warum muss man immer demonstrieren? Ich möchte shoppen. Aufgrund von dieser Aussage hat sie 2 Aufträge verloren, ein Shitstorm, weil an dem Tag hat man eine Demo gemacht, Black Lives Matters. Sie hat kein Wort gesagt, dass sie das Scheiße findet, sondern nur, wieso müssen wir immer demonstrieren? Und diese Aussage langt, dass ein Shitstorm deine ganze Karriere erbarmungslos tötet. Und sie hat gerne gesagt, ich finde es Scheiße. Und was hat Blackness zu mit der Schweiz? Und dann die andere Frage. Und wir leben in Kultur und denken, das ist doch richtig, das hat sie verdient, es gibt nur eine Meinung. Das ist das Problem. Meinungsfreiheit ist ein Erbgut von uns Christen. Darüber diskutieren. Man muss nicht immer gleicher Meinung sein. Aber es gibt heute nur noch eine Meinung. Und wenn du eine andere Meinung vertrittst, wirst du umgebracht. Zum Beispiel, ich würde sagen, Gott schuf Mann und Frau, Punkt. Würden sie sagen, das kannst du einfach nicht so sagen. Es gibt Dutzende von Gender-Identitäten. Ja, findest du, finde ich nicht. Wenn du das heute sagst, öffentlich, gehst du in die Kiste, ins Gefängnis und wir denken, ist auch richtig so. Und wir merken gerne, was abgeht in unserer Gesellschaft. Das zweite Röstli reitet in einen Volldampf in unserer Generation, ohne dass wir es merken. Wir denken, wir sind mega eben tolerant, ja, wenn es nur eine Meinung gibt und alles andere wird umgebracht und tötet. Just saying. Aber das ist erst das zweite Röstli. Das dritte Röstli heißt, und nun sah ich ein schwarzes Pferd, seine Reiter hielten eine Waage in der Hand. Für den Lohn eines einzigen Arbeitstages gibt es nur noch 1 Kilo Weizen oder 3 Kilo Gersten. Nur Öl und Wein gibt es noch zum alten Preis. Halleluja. Immerhin etwas Positives heute. Und was mit das bedeutet, heißt, Corona bringt Streit in unser Leben. Und der dritte Siegel heißt, eine Finanzkrise wird über die Welt kommen, global, liebe Frauen und Männer, wo du noch nie gesehen hast. Ich möchte euch, ich bin sehr gut im Zahlen. Du kannst nicht Milliarden reinpumpen in der Schweiz,
zum Corona bekämpfen. Amerika hat Billionen investiert in ein System hinein. Und jeder Banker weiß, das System der Banken ist irgendwann Gottes Hops. Das kann nicht mehr funktionieren. Wir reden schon seit Jahren davon, irgendwann macht es einen riesen Taschen, einen riesen Klapp und wir sind alle am Arsch. Wer soll das bezahlen? Ihr zahlen es. Die junge Generation, ich alles braucht, ich kann es zahlen. Und liebe Frau, ist es nicht krass? Es gibt die Aussage in den Medien, jeder Tote ist einer zu viel. Jeder Tote ist einer zu viel. Und ich möchte dich fragen, von welchen Toten redest du? Reden wir von den 9000 Toten in der Schweiz, zu dem auch meine Mami gehört? Ich kann die Frage stellen. Redest du von diesen 9000 Toten? Oder mir sagt, aufgrund von unseren Lockdowns in Europa, auf der ganzen Welt, werden wir die Armen in Afrika, in Asien noch ärmer machen. Mir sagt, aufgrund vom Lockdown werden 150 Millionen Menschen an Armut, Hunger und Durst sterben, weil wir 9000 Frauen und Männer gerettet haben. Von welchen reden wir? Und ich finde es mega krass und ich möchte meine Finger erheben. Ich finde es mega pervers. Sorry für das Wort. Dass wir Milliarden investieren in das System hinein. Und vor einem Jahr hätten wir nie Milliarden investiert, Billionen investiert, um hungernden, durstenden Menschen in Afrika zu helfen. Es hätte uns am Arsch vorbeizogen. Und Jesus sagt, ich habe Hunger gehabt. Ihr habt keine Milliarden gegeben. Ich habe Durst gehabt. Ihr habt keine Billionen geschoben. Und das ganze System, was abläuft im Moment auf der Welt, ist so dekadent, um ein paar Menschen zu retten und andere lassen wir zu Millionen verrecken, weil sie weiter weg sind von der Schweiz. Und das Pferd, liebe Frau und Mann, kannst du tun, was du willst. Die Wirtschaftskrise wird etwas auslösen, wo du merkst, wir intelligenten, reichen Systemmenschen mit Bitcoin oder Ripple, was auch immer du kaufst, wird uns Menschen total ruinieren. Also Corona, es kommt Streit und es wird eine Wirtschaftskrise kommen, weil niemand kann das bezahlen. Italien, Griechenland, hoch verschuldet, das können sie nie mehr zurückzahlen. Das ist crazy. Das vierte Rössli, wir sind erst am Anfang, dann sah ich ein Pferd von 8 aschfahler Farbe, das heißt keine Farbe mehr gehabt. Sein Reiter hieß Tod und ihm folgte das ganze Totenreich. Sie erhielten die Macht, 1/4 der Erde und die Menschen durch Kriege, Hungersnöte, Seuchen und wilde Tiere dahin zu raffen. Und die wilden Tiere können sie Fledermäuse, vielleicht kommt von dort der Corona, made by Fledermäuse. Vielleicht ist der Biber, der Waschbär, Vogelgrippe, ganz neu. Zum ersten Mal hat der Mensch eine Vogelgrippe bekommen. Du merkst, so wie wir Tiere behandeln, werden Tiere uns behandeln in der Zukunft. Was du sagst, werden wir ernten. Das bedeutet, Seuche und Niedergang wird über uns Menschen kommen. 1/4 von der Menschheit wird dahin gerafft werden. Und jetzt sagt die Bibel, glücklich ist, wer das vorliest. Und glücklich ist, wer das liest, wie wir alle im Come Pastor Leo, amazing, the best message ever, you bring hope. Du hockst da und denkst, Scheiße nochmal, ey. Ich hoffe, das stimmt nicht, was der Leo sagt. Ich hoffe, ich freue alle auch. Für mich ja auch. Niemand will das. Aber es geht um den Thron Gottes. Und Gott sagt, von Corona kommt Streit, es kommt eine Hungersnot und es kommt nochmal ein Büro, Demonstrationen von dem Gott im Himmel, wo die ganze Welt merkt, wer ist der Gott im Himmel. Der 5. Siegel ist so krass, und den möchte ich euch vorlesen. Das ist kein Pferdchen mehr, sondern ein Siegel. Ich sah unter dem Altar all die Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich an Treue an Gottes Wort gehalten hatten und bis zuletzt ihren Glauben bekannt hatten. Jeder von ihnen bekam ein weißes Gewand. Nicht Gucci, Prada, Zara, weiß von Gott. Und ihnen wurde gesagt, kommen aber runter, sind geduldig, chill the rabbit, wait. Also Gott sagt, habt mal Geduld, bis das Schicksal eurer Geschwister, du und ich und die Leidensgefährten, die anderen, die Erde erfüllt hat und dann die auch noch, das Wort kann ich nicht lesen, getötet werden müssen. Und Gott sagt, hast du gewusst, 80% von allen Christen auf der Welt werden verfolgt. Du sagst ja, nein, gibt es doch gar nicht. In der Schweiz und Europa wirst du nicht verfolgt. In China, in Irak, Syrien wirst du wegen dem Glauben umgebracht.
Das heisst, 80% von allen Menschen auf der Welt Gott nachgefolgt haben, zahlen einen hohen Preis, dass Jesus ist vom Thron von dem Gott im Himmel. Und Gott sagt, chill the rabbit. Ich kann das weisse Gewand über. Wir müssen warten, bis der Rest auch noch zusammen ist. Und es ist interessant, dass im 5. und 6. Siegel, hat es aufgeschrieben auf der Leinwand, bedeutet, Märtyrer, sie werden tröstet. Gott tröstet sie. Und im 7. Siegel macht Gott Zeichen am Himmel. Es werden Sterne vom Himmel fallen. Es gibt Feuer, es gibt Erdbeben, ein Monsterpaket. Und dort innen, liebe Frauen und Männer, gibt es eine Sache, die ich euch erklären möchte. Und das ist so amazing. Gott ist ein amazing God. Gott wird im 6. Siegel, wird Gott 144.000 Menschen aus dem Judentum erwecken. Und sie finden zum Glauben. Und Gott wird sie ausrüsten mit der Salbung von der Evangelisation, wie es in Bonkigkeit, in Billy Graham, Joyce Meyer, Christine Kane. Nicht 10 krasse Preachers. 144.000 Leute wird Gott salben und anointen. Und sie werden rausgehen in dem ganzen Wirrwarr und der Menschheit den Thron von Gott erklären. Das heisst, je krasser das Dunkelheit ist, desto krasser bringt Gott Licht in die Welt hinein. Nicht so ein filmy gut Evangelium, kein liberales Evangelium, sondern Turn or Burn. Und Gott hat die Menschen so gesalbt. Jetzt musst du gut hören, was dann passiert. Offenbarung 7, Vers 9. Jetzt zeigt eine riesige Menschenmenge. So groß, dass es niemand mehr zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen. Vom Appenzell, vom Thurgau, vom Wallisellen. Aus allen Stämmen, Innerrhoden und Ausserrhoden. Alle Völker und alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor was? Vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm. Sie hatten alle weiße, kein Gucci, kein Bradazara, Gewänder an und trugen Palmenzweige in der Hand. Und es wird eine Menschenmenge vor dem Thron stehen und sagen, Gott im Himmel, ich büge meine Knie vor dir. Du bist allmächtig, du bist allwissend, du bist allgegenwärtig. Du hast deine Macht demonstriert, dass jede Frau und jeder Mann es sehen können. Jede intellektuelle Sache, jede Innovation wird nicht lange, um Gott zu stoppen. In der Offenbarung, liebe Frauen und Männer, nimmt Gott 7 Kilo an und macht das Coaching. Das Coaching. Und die einen hören und die anderen hören. Und dann sagt Gott, das Letzte, was ich machen kann, ist, ich brich die 7 Siegel, um die Menschheit zurückzunehmen. Und das 8., 7. Siegel ist so interessant. Im 7. Siegel schwiegt der Himmel. Weißt du warum? 7 Tage hat Gott, in 6 Tagen Gott Himmel und Erde kreiert. Aber am 7. Tag hat Gott angeschaut und gesagt, oh mein Gott, das ist mir recht gelungen. Ach, ist der Leo geil geworden. Scheiße, Mann, die Schweiz, das Matterhorn, wuhu! Gott hat es angeschaut und gesagt, sogar das Thurgau mit dem Nebel, ist mir gelungen. Das Aargau, Versteht ihr, was ich meine? Und wo Gott, jetzt möchte ich fragen, wo Gott am 7. Tag die Scharen von Frauen und Männern sieht, gibt es keinen, der sagt, wieso hast du das gemacht? Ist es nötig gewesen, die Röstchen, hin und her? Die meisten Menschen kehren dann zu Gott um, wenn du der Scheiße bist. Bist ehrlich. Wenn ich euch frage, wie es zum Glauben kam, ja, was so schlecht gegangen ist, wenn ich die Freundin verloren und gemerkt, ich brauche Gott. Vorher brauche ich ja nicht, ich kann sein. Menschen kehren um, wenn du der Scheiße bist. Erst dann. Lass uns ehrlich sein, wir sind nicht besser als die Offenbarung. Und im Moment, wo du der Scheiße bist, merkst du plötzlich, ich kann das Leben nicht kontrollieren. Er ist auf dem Thron, wird immer bleiben. Und du merkst, die 7 Siegel, liebe Frauen und Männer, ist nur die Leitung. Das ist noch gerne zu dem, was kommt. Und dann sagt Gott, auch wenn das noch nicht lange, dann zieht Gott noch andere Register, um der Welt eine Botschaft zu sagen. Ich sitze auf dem Thron und ich werde immer auf dem Thron bleiben. Und ich will, dass jeder Mensch freiwillig versteht und sieht und begreift mit den eigenen Augen, dass ich ein Gott bin, der souverän ist. Ich möchte heute Abend mit euch beten, weil die Message, die löst mega viel Positives aus, mega coole Vibes. Wir sind alle mega glücklich und am liebsten möchten wir gerade eine neue Lehrstelle.
Es löst etwas aus. Die Offenbarung hat 2 Botschaften. Get ready. Kehr um. Du weißt nicht, wenn Jesus kommt. Get ready. Und das Zweite, was die Bibel sagt, wenn du siehst, dass die Sachen passieren, gang und verkündige das Evangelium vom Thron. Bring das Evangelium deiner Frau, deinen Freunden, deinen Kollegen, deiner Nachbarschaft, deinen Arbeitskollegen. Das ist unser Job. Darum kämpfen wir nicht gegen Masken. Für Masken, ohne Masken, Impfung, ja oder nein. Das sind Themen, die sind unrelevant. Das ist nicht unser Job als Kirche. Ist jetzt die Maske biblisch oder nicht? Oder stickt man oder ist man besser dran? I don't know. Unser Job, liebe Frauen und Männer, ist es nicht zu kämpfen über die Themen, die nicht relevant sind. Weil das Relevanteste in unserem Leben ist, dass Menschen nicht sterben ohne Jesus. Dass Menschen den Thron erleben. Das Schlimmste, was passiert ist, wenn Menschen sterben an Corona und sie kennen Jesus nicht. Wenn Menschen sterben und sie kennen Jesus mit Corona, Halleluja, sie sind beim Thron. Sie haben den Lauf vollendet. Ich möchte heute Abend mit euch etwas machen, was ich selten gemacht habe. Ich möchte so einen Moment nehmen, wo wir uns entscheiden, Gott, berufst du mich. Ich habe zu Gott gesagt, du erwählst 144 Juden, die gesalbt sind. Gott, erweck mich. Ich will dabei sein. Das kannst du nicht machen. Du kannst schon an mir vorbeigehen. Ich wohne in Wallisellen. 14. Stock. Das Licht ist meistens an. Ich will nicht, dass Gott an mir vorbeigeht. Und du willst das auch nicht. Und ich möchte dich einladen, heute ein Statement machen, eine Proklamation. Und wir machen das ganz, ganz einfach. Die Schuhe stehen für das Evangelium verkündigen. Und wenn du das willst, möchte ich dich bitten, daheim oder am Saal, mit Geruch oder ohne Geruch, spielt keine Rolle, mit der Maske schmeckt niemand etwas. Wenn du das willst, dann ziehe symbolisch deine Schuhe aus, als ein Statement Jesus. Salb du mich, brauch du mich, um das Evangelium der Frau und Mann zu verkündigen. Ich möchte dich einfach einladen, wenn du willst, und ziehe deine Schuhe aus, als ein Statement. Erwähl mich, brauch mich, Jesus. Ich lasse Gott nicht an mir vorbeiziehen. Ich lasse nicht zu, dass Gott andere salbt, aber mich nicht auserwählt. Und ich mache auch meine Augen zu, dass ich niemand fühle, ich habe meinen Schuh nicht abgezogen. Es ist jedem seine Entscheidung. Aber ich habe den Schuh für mich ausgezogen. Und du kannst den Schuh einfach vor dir anheben, aufheben, was oder anlegen, spielt keine Rolle. Aber mein Schuh ist ein Statement. Die Schuhe vom Evangelium verkündigen. Ich bin Salz und Licht für die Welt. Jesus, da bin ich vor dir. Ich danke dir für dein Coaching, dass du durch den Heiligen Geist zu mir immer wieder redest. Und ich höre die Stimme Gottes. Aber du weißt, manchmal will ich sie nicht hören. Oder will meine eigenen Wege vollbringen. Jesus, du kennst mich. Danke, dass du nie aufgehört hast, mein Herz zu erreichen. Und Jesus, geh nicht an mir vorbei. Salb du mich. Bevollmächtige du mich, dass ich eine Frau und ein Mann sein darf, die das Evangelium in die Welt hineinträgt. Und ich mache am 21. Februar 2021 ein Statement in die sichtbare Welt und auch in die unsichtbare Welt. Wie ein Vertrag, den ich mit dir unterstreiche und schreibe. Jesus, brauchst du mich. Befähige du mich. Ein Botschafter, eine Botschafterin von deinem Thron dürfen sein. Und ich stelle mir vor, dass Jesus kommt und unsere Stirn anlangt und unsere Stirn ölt. Öl ist immer Autorität. Öl ist immer etwas, das man versiegeln mit Öl. Etwas bewahren mit Öl. Es schmeckt auf einen. Es fühlt sich mega cool an. Lass uns so einen Moment einfach in dem Ölungsmoment bleiben, wo Jesus uns berührt. Der Coach von allen Coaches. Der Herr von allen Herren. Der Gott, der über Zeit und Raum steht. Keine Macht auf der Welt widerstehen kann. Danke, gehöre ich zu diesem Winning Team. Wartet das weisse Gewand auf mich.
gerecht, gereinigt. In deinem Namen. Als ich die Predigt vorbereitet habe vor ein paar Wochen, habe ich überlegt, ja, wie endet man jetzt das? Und mir ist bewusst worden, dass Gott hat uns #Jesus anvertraut vor vielen Jahren als eine mega coole Kampagne. Und Joel erklärt doch uns, was werden wir machen mit dem Schuh? Ausziehen ist das eine, aber wir haben verschiedene Möglichkeiten, konkret in den nächsten paar Wochen, wie wir den Namen von Jesus hochhalten können. Liebe Freunde, wir wollen jetzt in dem Moment, wo wir in Gottes Gegenwart sind, die #Jesus-Zeit starten. Jetzt fängt das an. Indem dass wir jetzt in eine Zeit starten, wo wir nicht groß vorbereitet haben. Und nachher, ich weiss noch, oftmals, wenn es sagt, hey, ja, jetzt will ich ein Botschafter von Jesus, ich habe den Schuh gezogen, komme ich mega schnell wieder an den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich wieder etwas machen. Und wir machen es genau andersrum. Wir starten mit einer Woche, jetzt, ab morgen, wo wir eine Woche lang Gebetsübung haben. Wo wir zu Jesus gehen und sagen, Gott, ich kann keinen einzigen Menschen bekehren. Aber du kannst Erkenntnis geben, dass die Menschen, die ich schon lange dran bin und schon lange von Jesus erzählen, dass sie dich kennenlernen. Und dann werden wir auch so ein 24-Stunden-Gebet haben, wirklich in der ganzen Zeit bis zu Ostern an. Weil wir einfach bei Gott abholen wollen. Er ist der durch uns durch muss wirken. Sein Geist ist es. Und das wollen wir zusammen machen. Und dann ist auch in dem hinein, wir werden so eine Reach-Kollekte auch zusammen einsammeln. Und dort geht es auch um das, mit unserem Geld, tun wir auch nochmal als Zeichen bestätigen, hey Gott, mit unseren Finanzen auch, dass Menschen sollen zum Glauben kommen. Und ebenfalls gibt es so spezielle Videos, die wir euch werden zukommen lassen, wo dir helfen, so, dass du kannst mit dem eigentlich, du kannst mit deinen VIPs das schauen und dort wird ihnen erklärt, wie funktioniert das Evangelium. Und du kannst auch einfach schauen, damit es dich schult, wie kannst du über Jesus reden. Und dann die Osterwoche selber, dort ist so richtig die Woche, wo wir mega nah einfach Jesus ins Zentrum bringen. Eine Woche lang werden wir mega nah mit Jesus mitgehen und zusammen erleben, wo Jesus die Stationen gibt. Weil die Geschichte der Kraft dort ist, das, was unser Leben so verändert. Und dann haben wir unser Ostermusical natürlich, wo wir auch unsere Freunde einladen, egal ob sie da sind oder irgendwo. Und wir glauben, in dieser Zeit wird Jesus Menschen begegnen. Wir glauben es einfach. Wir glauben, dass der Moment, wenn wir das Zeichen geben und sagen, ja, Jesus, brauch mich, dann ist Jesus der, der sagt, okay, ich brauche dich und ich wirke durch dich durch. Er ist nicht der dich allein lässt, okay, jetzt musst du zeigen, dass du es ernst gemeint hast, sondern, okay, komm, jetzt gehen wir zusammen auf den Weg. Und ich denke, jetzt ist ein guter Moment, wo wir uns zusammen auf den Weg nehmen. Und wo wir nicht in Aktivismus verfallen, sondern in die Gegenwart von unserem Gott gehen. Wir haben doch am Anfang von dem Bild erzählt, dass Gott uns einen Schlüssel gibt. Ich möchte dich einladen, komm, wir schliessen all unsere Augen, auch du daheim. Stell dir vor, du stehst vor dieser Tür. Und jetzt nimm den Schlüssel, den Gott dir in die Hand gegeben hat, und schließ die Türen auf. Dann stoß mal von deinem inneren Auge die Türen auf. Und schau einfach mal, jetzt lassen wir einfach den Heiligen Geist wirken. Was zeigt er dir, was ist hinter dieser Tür? Und jetzt kommt Jesus zu dir und sagt, wenn wir zusammen ins Neue gehen,
trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever want it, and my faith will be made strong in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever want it, and my faith will be made strong in the presence of my Savior. Take me deeper, Lord. Oh. Take me deeper, Lord. In the mystery of your presence, take me deeper, Lord. 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 Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever want it, and my faith will be made strong in the presence of my Savior. Presence is enough. In your presence, Presence is enough for me. in your presence is where I want to be. Presence is enough for me. Is where I want to be. Till the end of time is where I want to be. Is where I want to be. Close to you is where I want to be. It's where I want to be. It's where I want to be. Close to your heart. It's where I want to be. It's where I want to be. It's where I want to be. Close to your heart. It's where I want to be. It's where I want to be. It's where I want to be. Close to your heart. It's where I wanna be. It's where I wanna be. It's where I wanna be. Close to your heart. It's where I wanna be. It's where I wanna be. It's where I wanna be.
at your feet is where I want to be. Lead me closer to your heart, God. Spirit, lead where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call. Oh, you take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong in the presence of my Savior. In your presence is where I want to be. Forever in your presence, God. Take me deeper to your heart. Take me deeper, draw me closer, closer to your heart, God. Oh, closer to your heart. Schau, die Bibel sagt uns, dass der sich Gott nähert, dem nähert sich auch Gott. Und das Schöne ist, wenn wir den Wunsch ausdrücken können und sagen, hey Jesus, ich will einfach bei deinem Herz sein, ich will vor deinem Thron stehen, dann ist das ein Vater, der uns erwartet in seiner Liebe. Und lass uns einfach eintauchen in die Vaterliebe, die jetzt da ist, in dem Raum, der in deinem Herz lebt. We believe, we believe, we believe in the love of our Father. We believe, we believe, we believe
never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. Come on, Jesus. And on and on and on and on it goes. For it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. This one thing remains. Das für dich heute Abend, an und an. And on and on and on and on it goes. For it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. This one thing remains. This one thing remains. Your love never fades, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fades, it never gives up, never runs out on me. Your love. love never fails. 'Cause your love never fades, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love, yeah. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. In death, in life, in death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails. Your love never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love never fails. Your love never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love never fails. It never gives up. It never runs out on me. Your love never fails. Your Yeah, was für nein, ist falsches Wort. Was für eine geniale Band haben wir, was für eine geniale Message. I am pumped und herausgefordert. Schön bist du noch da für unser Highlight, fürs Q&A. Aber wenn du
jetzt ein bisschen überfordert bist mit dieser Message, was ist dein Go-To, Michi? Ja, also es war sicher ein Wake-up-Call, wo wir alle sagen, wow, ist nochmal ein Weckruf. Und das ist auch genau cool, immer wieder, dass es so Momente gibt, wo wir merken, hey, jetzt ist Zeit zum Reagieren. Eine Art, wie du kannst reagieren kannst, ist, connecte dich mit uns, wenn du Fragen hast, überfordert bist, Teil möchtest von einer Gruppe sein, icf.ch/connect. Wir sind mega gerne für dich da, auch für deine Fragen, um dich zu verbinden mit den Leuten. Melde dich unbedingt bei uns. Ich glaube, es ist eine wichtige Season, auch jetzt gerade auf Ostern an, dass wir miteinander unterwegs sind. Einerseits, dass wir selber erweckt sind und andererseits, um auch Leute zu erreichen, dass sie Gott entdecken können. Yes, und wenn du mehr Fragen hast oder wenn du vielleicht Angst hast, ausgelöst von dieser Message, whatever, wir wollen für dich beten. Wir haben einen Gott von der Freiheit, einen Gott von der Liebe. Wir haben eine Leidenschaft, dich im Gebet mitzutragen. Und darum darfst du auf icf.ch/gebet deine Gebetsanliegen und auch Gebetserhörungen mit uns teilen, weil wir da einfach zusammen kraftvoll im Gebet einstehen können. Gebet ist ein gutes Stichwort. Michi, was erwartet uns? Ja, genau. Bevor der Leo kommt, für das paar Fragen zu beantworten, einfach ein Reminder, ab morgen, immer, jeden Abend um 7 Uhr haben wir einen Gebetsabend zu verschiedenen Themen, für Menschen beten in unserem Umfeld. Bis unbedingt dabei tun, YouTube-Channel abonnieren, das Glöckchen einstellen, dann vergiss es sicher nicht. Und lass uns eine Woche haben, wir beten, weil ich persönlich merke, wenn ich anfange zu beten für Menschen, dann spüre ich die Liebe von Gott. Ja. Also eigentlich nie nicht so fest wie beim Beten. Und ich merke, dann verbindet sich mein Herz mit dem Herz von Gott für Menschen und dann schärft sich mein Fokus. Also bis dabei, auch diese Woche mit uns. Was für ein guter Blick auf Gebet. Gott, der unser Herz bewegt. Yeah. Hey, und jetzt sind wir ready für heisse Fragen an Leo. Ich übergebe dir, Leo. Go for it. Viel Glück. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Very nice. Danke, bist du noch da, Leo, an diesem Tag oder 25 Jahre da ICF Rocks. Danke dir vielmals für alles, was du uns vorausgegangen bist. Ich feiere dich, ich feiere deine Person. Und jetzt mal so die erste Frage. Ich weiss nicht, ob du vielleicht auch ein paar Fragen hast an diese Message. Aber ich habe mich gefragt, Leo, wie tust du so eine Message ausarbeiten? Hast du ein Team dahinter? Wie findest du die theologischen Nuggets, die du Sonntag für Sonntag uns bringst? Also generell bin ich ja sehr belesen, ich lese sehr viel, ich höre sehr viel und ich habe so eine Predigt gehört, hat mir jemand zugeschickt, ich habe das gelesen, habe gedacht, wow, das habe ich noch nie so gehört und dann habe ich natürlich ein Team von ein paar Theologen, wo ich das reindroppe und sage, du, wie seht ihr das? Und für mich, muss ich jetzt sagen, ist ein neues Licht aufgegangen, eben, dass Gott wie ein Coaching-Moment macht zu den 7 Kirchen. Und wenn das nicht funktioniert, dann zieht Gott so Demonstrationen. Das habe ich zum Beispiel vorher auch nicht so verstanden und das hat für mich nochmal ganz eine neue Tiefe gegeben von der Offenbarung, um einigermaßen ein bisschen einordnen. Aber es ist immer ein Teamwork von Frauen und Männern, wo wir dabei helfen, damit es auch breit ist in dem Sinn. Ja, mega nice. Ich finde es wichtig, dass verschiedene Leute mitreden dürfen, wie du auch angetönt hast. Das war auch die jüdische Kultur, die miteinander diskutiert haben, um dem Gott und dieser Bibel ein bisschen näher zu kommen. Es ist cool, dass wir das im ICF auch so leben. Du hast angesprochen jetzt gerade die 7 Kirchen, die von Gott direkt gecoacht worden sind. Wie lassen wir uns als ICF coachen von Gott? Ja, grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass du natürlich eine persönliche, stille Zeit mit Gott hast. Das ist etwas, was du eigentlich unabhängig machen musst, ob du geheiratet oder Single bist, wo du merkst, dass du deine Freude und auch deine Nähe zu Gott spürst. Das ist mega wichtig. Und dann, wenn du Sachen hörst, habe ich immer ein Team. Entweder in der Kirche habe ich ein Team von ein paar Leuten und im ICF Movement habe ich ein Team von ein paar Leuten und natürlich auch meine Frau, wo ich die Sachen auch anlege und sage, du, also, kann ich das von Gott auch richtig gehört haben? Weil ich einfach auch finde, das Gegenüber von Menschen, die reinreden können, finde ich mega, mega wichtig. Also das eine ist stille Zeit, wo du das Zeug hörst, aber dann auch von Leuten anleitest, die auch in dein Leben hineinreden können. Weil ich finde einfach, der Rat von guten Ratgebern, sagt ja die Bibel, ist weise. Leo, ich finde, das merkt man dir an. Du hast so ein aufrichtiges Herz. Ich kann euch die versichern. Du hast einfach so eine Ausstrahlung, dass du wirklich mit dem Jesus unterwegs bist, dass du dir ins Leben reden lässt. Das ist das, was wir uns auch mitnehmen können. Und ich habe noch mal eine Frage, die ich mich einfach frage, Leo. Du hast in dieser Message gesagt, dass Gott immer wieder einfach redet oder Sachen wegbrennt, dass er redet ihm 1:1, vielleicht auch bevor er so heftige Machtzeugnis von sich gibt. Lucky us, dass Gott zuerst mal mit uns redet. Was ist etwas, wo Gott ganz konkret in dein Leben geredet hat im vergangenen Jahr, das so herausfordernd war?
Als erstes natürlich das Reisen. Ich reise ja 100 Tage im Jahr und ich liebe das Reisen. Das ist nicht etwas, ich liebe es einfach, von der ganzen Welt Sachen zu sehen. Das ist auch eine Begabung, die nicht jede Frau hat. Ich liebe das Reisen, ich liebe das Fliegen. So, das hat Gott weggenommen. Und dann habe ich schon vorher, hat mir Gott aufs Herz gelegt, dass ich den Sabbat soll wieder achten. Beim Reisen ist das ja ein bisschen schwierig. Ja. Und dann habe ich das angefangen zu etablieren, immer am Samstag Sabbat. Und dann merkt man plötzlich, was heisst denn überhaupt den Sabbat machen? Was heisst überhaupt nichts machen, oder? Kommt dann die Frage, das ist das eine, was Gott mir gelernt hat. Und das zweite ist, wo die Corona-Krise angefangen hat, im März 2020, hat Gott zu mir gesagt, bis im Sommer 2021 musst du da sein für die Kirche, du musst sie neu umstrukturieren, du musst Gas geben. Und wer bis im Sommer 2021 Gas gibt, der wird als Gewinner rausgehen. Und das habe ich immer so als Motivation für mich, gerade zum Wissen, das ist eine Season, wo Gott uns presst, wo Gott uns schüttelt und es werden Sachen daraus entstehen, die ein Teil wird bleiben in der Kirchenlandschaft. Und das hat mich motiviert. Aber am Anfang, ich habe nicht gewusst, was. Wir haben einfach Livestream gemacht und online. Und jetzt so langsam fange ich es an, ein bisschen spüren, fühlen, in welche Richtung das auch noch könnte gehen. Allein zum Beispiel Gebetsabend, die wir morgen machen, egal ob 50 Leute können oder nicht, du kannst zu 10'000 von Leuten mitbeten. Also, weißt, das ist also, vorher denkt das haben wir uns überlegt, kommen wir in die Halle, kommen wir da an. Jetzt gehen wir zu den Leuten. Und das finde ich eigentlich, wenn man das mal erlebt hat, merkt man, es funktioniert. Du kannst über online beten. Logisch, das Physische braucht es auch noch. Das ist etwas, das ist kein Thema mehr. Mhm. So, dass die digitale Kirche, ich habe etwas ganz Gutes gelesen, Leo. Ich habe gelesen, es gibt einen Unterschied von digitalen Angeboten, die wir als Kirche machen, und digitale Kirche werden. Und ich finde es spannend auf dieser Reise, wo wir sind, wo wir uns darauf begeben und einfach herausfinden, wie das funktioniert. Und ich glaube, wir sind schon ganz weit gekommen. Du hast es angetönt, die Woche, die uns bevorsteht, es folgt unsere geniale Yearly #Jesus-Serie. Und ich bin schon pumped dafür, ich habe mich schon eindenken, aber wie gehst du an diese Serie an? Was ist so das, was in dir prickelt für das, was kommt? Ja, weißt, es ist eben genau so. Ich habe realisiert, wenn man eine Serie anfängt, braucht es einen Vorlauf. Und darum habe ich gesagt, hey, bevor wir die Serie anfangen, komm, wir machen noch eine Gebetswoche. Und dann habe ich gesagt, ja, für noch was denn? Nein, weil da brauchst du einen Vorlauf. Und ich merke einfach, Gebet ist so einfach, du kannst nichts falsch machen, du musst nicht vorbereiten, du musst auch noch nichts machen. Und wir haben gesagt, lass uns einfach mal eine Woche lang beten und dann uns reintunen in das, was der Heilige Geist möchte sagen. Und dann ist für mich klar, ich möchte Menschen für Jesus können begeistern in dieser Zeit und ich möchte auch Finanzen auf die Seite legen, um unsere online- und digitale Kirche zu vergrössern. Aber eigentlich ist meine Strategie, ich gehe mich jetzt in die Woche rein, werde jeden Abend im Gebet dabei sein, live oder daheim, um mich einfach reintunen in das, was Gott vorhat. Und beim Gebet kannst du nichts falsch machen. Ich kann ja niemanden bekehren, verstehst du mich? Ja. Das ist jedes Wunder, der Heilige Geist muss machen. Und ich finde, eine betende Kirche, die auf die Knie geht, ist auch eine Kirche, die nach am Herz von Gott ist. Und mit dem sagt man eigentlich, wir sind nicht eine Macherkirche, sondern wir brauchen deine Gunst und dass Gott Türen aufmacht. Richtig gute Priorität. Zuerst ins Gebet gehen, zuerst uns von unserem Gott führen lassen. Und lass mich dir noch mal sagen, du kannst dabei sein. Danke vielmals, Leo, für deine Insights, für deine guten einfach Antworten, für deinen Einblick. Letzte Frage noch an dich. Hast du eine neue Jacke noch? Nein, es ist eigentlich nicht neu. Also ich hatte so eine Jacke, die ist kaputt gegangen. Und dann haben sie mir die in Indonesien 1:1 nachgemacht. Und man sieht doch, dass es nicht die gleiche ist. Aber zum Teil sind zum Beispiel die Nieten sind von vorher. Gewisse Sachen sind übernommen an der Reissverschluss. Aber man sieht, das Leder ist nicht ganz genau gleich. Es glänzt ein bisschen mehr. Darum ist neu und doch nicht neu. Sieht super aus. Ich vermisse trotzdem dein Adidas-Jäckchen. Einfach legendär. Habe ich immer noch daheim. Sehr gut. Hey, danke Leo. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bye bye. Und für euch, hey, be there in dieser Gebetsabend. Schalt dich nochmal ein, gang auf das App, icf.ch/app und schalt dich in diesem Gebet ein. Es hat so Kraft, wie wir unsere Priorität auf unseren Gott im Himmel setzen. Bis morgen, man sieht sich diese Woche. Tschüss zusammen.